Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Ich muss wieder lachen. Und wir gehen jetzt zum Barkeeper mit unserem unglaublich ranzigen Drink, den wir in der letzten Episode hergestellt haben. Boah, Mann, der arme Barkeeper. Das tut mir jetzt echt schon, nicht Barkeeper, der arme DJ, der tut mir jetzt schon leid. Oh. Weil der kriegt jetzt einen Gin Tonic mit Wichser und Popel, wie auch immer das zusammengeschmiert wurde. Weil ich habe das schon so gekriegt als Doppelgedöns. Und ja, Ratte-Scheiße ist auch noch drin. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Oh, nee. Ja genau, dass jemand drauf gefurzt hat, ist es eklig stand im Drink. Okay, Leute, jetzt lasst mal ordentlich was hören und vergesst nicht, euren Kellnerin Trinkgeld zu geben. Auf der Bühne geht es gleich heiß her. Applaus für Classy. Kommt wahrscheinlich nicht, oder? Genau, Leute. Auf die Bühne mit Classy, mit einem I und einem kleinen Schwanz, der das I aus dem ASS fickt. Applaus für Classy. Hey, was rufst du mich raus? Ich bin doch noch gar nicht dran. Warte mal, du bist nicht der DJ. Das muss sie sein. Oh shit, das sind Undercover-Bullen. Ihr nach. Okay. Werde den DJ los, haben wir gepackt und jetzt gehen wir in die Umkleider. Aber erstmal mag ich mich hier umgucken. Blendende Sphäre, Artefakt. Oh. Scheint aber recht gutes Artefakt zu sein. Schauen wir uns jetzt nochmal an. Moment. Da haben wir es doch. Moment, was hatte ich vorher? Das mit dem Randy, genau das hier. 33326. Ja, das ist 33326. Ja, das ist besser. Perfekt. Nehmen wir auf jeden Fall. Jetzt sind wir nochmal etwas stärker. Okay, verborgene Stripperstange. Management ist gesperrt. Und da kommen wir in die Dressing Rooms rein, die Umkleideflasche mit Damenparfum, Klebeband und Tortilla. Damit können wir immer noch nichts anfangen, weil wir als Furz und Böller haben wir derzeit nicht parat. Deswegen müssen wir wohl wirklich hier entlang gehen. Okay. Alter Falter, was du teilweise vergestaltet drin hocken. Die beiden sind hinter mir her, helft mir! Oh, Hier jetzt. habt ihr nichts zu suchen. Ja, verpisst euch! Zur Seite, Ladies. Captain Diabetes und sein Sidekick müssen diese Stripperin verhören. Wenn ihr zu ihr wollt, müsst ihr erstmal an uns vorbei. Alter, was das für abgeranzte sind. Der ist sogar noch ein Typ. Hey Leute, euer DJ ist wieder da mit einer Spezialshow für euch. Die zwei Arschlöcher, die mir in den Drink gefurzt haben, werden von unseren Ladies gleich so richtig durchgehen. Was das für fertige, abgeranzte B-Mannschaft ist, die hier aufgestellt haben. Aus dem Weg, Ladies, wir Alter wollen nur Falter. Classy. Okay, zuerst auf dich. Ah, die halten nicht so viel aus. Du verficktes, schwanzlutschendes Miststück! Ich bring dich um! Und diese Dame bringt euch die Blütentöne per Fellatio bei. Fuchsia! Und... Lass Classy in Ruhe. Na gut, dann du. Oh, die können wir mit einem Schlag ausschalten. Sehr gut. Applaus für Paris! Ulala, mehr muss ich gar nicht sagen. Boah, Mann, die ist also total abgeranzt. Sie kommt direkt von der Copacabana zu uns. Ihr wisst schon, wen ich meine. Applaus für unsere lüsternde Lola. Mann, oh Meter, was war... Oh, fertige Gestalte. Bro, Mama, weg von meinem Sidekick. Zeig ihnen, wo der Hammer hängt. So, die machen wir jetzt mal fertig. Ein stinknormaler Schlag und ein Rückstoß-Kombo. Ist es hier gerade heiß und scharf geworden? Oh, das ist der Grund, Esmeralda. Nicht nachlassen. Oh, leck mich, dieser Nahkampf-Scheiß ist nichts für Classy! Lass Classy nicht entkommen als Spezialziel. Okay. Geht in die hinterste Ecke des Raumes, so schnell euch eure kleinen Beine tragen. Ich hoffe, ihr habt ein paar schnelle Attacken. Okay. Die sind schon viel zu nah! Hey! Gut gefangen, Fickgesicht. Kein Grund, garstig zu werden. Okay, Moment.
Das lockt uns sogar doch noch in die Richtung. Das ist gut. Das bringt uns auf jeden Fall noch weiter. Jetzt los, Lady. Sehr schön. Als Vertretung aus der Frühschicht Blaze, einen kräftigen Applaus bitte. Und hey, können wir das nicht etwas runterdrehen? Wir müssen Classy einholen. Die ist da lang. Schnell. Ja, ich probiere mich zu beeilen. Beschütz mich gefälligst. Sorry, Okay. Lady. Wir kommen mal anders wieder. Weg hier. Prügel sie windelweich. Okay. Sehr schön. Die kriegen wir mit M-Schlag fertig. Die zerquetscht eine Wassermelone zwischen den Schenkeln. Nein! Wieso kannst du Classy nicht einfach in Ruhe lassen? Bete, dass du ihr nicht die Nägel ruiniert hast. Hepatitis stinkt wegen Diabetes voll ab. Gut, dann hier immer wie ein Tornado durch. Regeln da. Ich hab mich auf dich verlassen, Bitch. Ultimativkraft ist auch bereit. Wow, Alter! Mein Sidekick regelt das mit links. So, jetzt die Transe noch. Und dann die große Frau noch. Seid vorsichtig, weil diese Lady sich euch glatt in den Arsch steckt. Ronda! Gleich haben wir sie. Weiter so. Ich mach sie fertig. Gut, Captain Diabetes, die kriegt ja noch beide platt, hoffe ich. Sehr schön. On. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was gleich passiert. Nehmt euch in Acht, Leute! Sie ist die unbestrittene Titanin des Twerkens. Wow, was ist denn das, Wir Annie? müssen Classy einholen. Wie die schon so richtige Abnehmen-Überschwellstreife hat. So ein richtiger Trollbauch von Fettabsaugung oder sowas. Oh, ist das In eklig. die Fresse. Na los. Gut, die kennen wir auch One-Hitter. Die erste Stripperin vergisst man nicht, oder? Ist auch diese Bevor sie noch mehr Minibullen rufen. widerliche Gestalt. Du weißt, wo du dir das reinschieben kannst. Schau jetzt Was, zu, die nach wird- kurzen Prozess. Die wären echt immer nur ranziger hier, die Weiber. Oh. Okay, Moment. Das ist blockiert. Jawohl, so kriegen wir's. Und perfekt. Den Scheiß lassen wir uns von 10-Jährigen nicht gefallen. Mach sie fertig. Jawohl. Er muss so auf die Schnut. Glaub, Und die sie Classy ist auch nicht abkauer. nicht gehört. Gott, da ist er. Oh, jetzt seid ihr kleinen Penner richtig am Arsch. Schnapp sie dir, Chantal. Aufgepasst, meine Damen und Herren! Oh, Hier oh, kommt die oh, oh. Meisterin der Mösenfürze! Die Herren des Sadomaso, die definitive Domina! Chantal Le Grande Popo! Nein! Für diesen Hintern bist du nicht bereit. Nein! Spontaneous Mit meinen Booty. Arschbacken zerquetschen. Ich will mich nur kurz auf dein Gesicht setzen. Alter, was ist dann hier für... Was ist denn hier für Arsenal an Stripperinnen? Wer geht denn freiwillig in so einen Club? Ah, zerquetscht uns die Ameisen. Entkommt mal Chantal Le Grande Popo. Ist diese Ansage voll, unterbricht Chantal Le Grande Popo den Zug und greift sofort an. Dieser Arsch ist tödlich. Moment, dann machen wir das so. Und einmal gewaltig drauf. Oh, wirklich hübsch. Und du fetzt dich hier durchs Inventar durch. Sorry, dass wir das gewaltsam lösen mussten, Lady. Verschwinde, Classy. Wir halten Mein Hintern will Blut sehen, Baby. Oh nein! noch eine Alter. schöne Oh, scheiße. Chantal Le Grande Popo macht euch fertig, Kinder. Ihr lauft besser um euer Leben. Ja, ich glaube, die da drüber hat es durch da angewidert zerfetzt. So, da müssen wir durch. So, Du holst dir kein mehr runter. die sind sowieso ziemlich fertig hier alle schon. Oh, scheiße. Schlampe an. Diabetes-Time. Lass dich von Grande Popo umarmen. Nein! Alter, wie eklig. Ich glaube, die Steigt eure Lebenserwartung immens! die one-hittet mich hier ach locker. Setzt was. Und einmal durch, damit ich aus dem Radius draußen bin. Hallo. Und du machst auch einen One-Hit. Dann kann die nämlich auch das Ding umstoßen. Oh, nee.
So, jetzt zu Denner. Mein Hintern will Blut sehen, Baby. Scheiße, Alter. Ist das so ekelhaft und räudig. Ihr Winzlinge werdet draufgehen und in der Arschhölle landen. Gut, du machst Elmo kräftig durch. So, da ist die nämlich weg. Kommt, Mädels, wir müssen diese Bitches aufhalten. Jetzt wieder diese total abgeranzte. Ich will mich nur kurz auf dein Gesicht setzen. Nein. Oh ja, Baby. Das ist, glaube ich, der schlimmste, einer von den schlimmsten Abgänge, die man haben kann, von der zerquetscht zu werden. Ein Arsch von dem Ausmaß. Und One-Hit. Zack. Ah, diese total skelettierte, widerliche Meth-Tussi hier. Aufmachen, Bitch. Da hängt noch was von mir dran. Bäh. Diabetes ist kampfbereit. It's Popo-Time. Nein. Wenn wir hier bleiben, sind wir Matsch. Das packst du schon. Okay, so rum und auf die Anna drauf. Weil der hält nämlich so viel aus und müsste bald wieder geheilt werden. 1, 2, Diabetes. Ich würde sagen, du schmeißt mal einen Lass dich von Burrito. Tante Popo umarmen. Scheiße. Du müssen mal auf Zeit arbeiten hier. Oh, Scheiße. Schnell weg hier. Ah, Mist, die macht nochmal ordentlich Schade hier. Uah. Extra. Scheiße. Du, ein Burrito auf jeden Fall. Reicht knuspern, sonst war's das eh. Sehr gut. Sitz für Diabetes. Und los, so machen wir das. Dann kommen wir nämlich hier vorbei und sind mit ihm nicht im Bereich. Diabetes. So, die Komm wieder. her, Baby. Und schnell weg. Die hat nämlich unendlich Leber. Dass du da wegkommst. Sehr gut. Mich nicht lebend. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Okay, wir haben gewonnen. Sehr schön. Augenflammenhämmer-Kostüm kriegt 29 Cent und Narbenconcealer als Medizin. Puh. Das haben wir gerade mal so gepackt. Hey, lass mich rein, Arschgesicht. Die Bullen sind da. Was? Schnell hier rein. Oh, der Zuhälter jetzt, oder was? Ab. Glaubt ja nicht, dass ich das Ding nicht benutze. Pff, was ein Arschloch. Los, in das Restaurant. Schnell. Wir müssen Okay, das Schild Jageklasse hochheben. hinterher, haben wir gepackt. Ja, dafür brauchen wir ihn wieder mit seiner Diabetes-Ultimativkraft. Und ja, was für ein Idiot. So, da brauchen wir ihn, aber dafür. Victor Sidekick. Es ist Zeit für den Zuckerzorn. Richtig. Ach Gott, Stolfe, ist das sogar zu schwach? Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht. Oh Gott. Das war zu viel. Ich brauche mein Insulin. Ich brauche mein... Oh oh. Oh Gott, mein Insulin ist alle. Du musst mir helfen. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe gleich an einem Zuckerschock. Ich sterbe. Oh Gott. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte. Oh shit. Also der braucht jetzt gleich Insulin. Aber, ja, wirklich, was machen können wir jetzt hier nicht? Großartig, oder? Ah, Moment. Ich habe eine Idee. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Nicht so wirklich. Gut bei euch? Gut. Weiter so. Ah, schade. Die Idee hat nicht funktioniert. Oh ne, Moment. Nicht so rum. Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Ja, ich muss ihn hier wieder wachfurzen, aber anscheinend mit Tex-Mex. Alter, das ist so durch. Das ist einfach so unglaublich durch alles. Missionsgegenstände können wir nicht machen. Artefakte, Verbrauchsgegenstände, Tex-Mex, Burrito können wir craften. Müssten wir wahrscheinlich so ein Burrito erstmal essen. Artefakte können wir auch noch herstellen. Nicht schlecht, göttlicher Verstärker. Das ist alles nicht schlecht. So gürtenden Ketten an Hirn. An Hintern basierter EM-Verstärker, der gegnerische Schläge abschwächt. Das ist natürlich auch sehr praktisch. 70% Rückstoß, Kombo-Schaden. Können wir auf jeden Fall Armor craften hier. Nicht verkehrt. Und die kleinere Artefakte, die brauche ich jetzt eigentlich auch nicht so.
Aber so einer greift die Gehirnwellen des Teams zurück und erzeugt die Hyperaktivitätsschleife. Statuseffekt-Schaden, 16% mehr. Verkehrt. Na gut. Ja, warte mal. Jetzt muss ich anscheinend ins Inventar hier. Dann petze ich mir erstmal so ein Burrito rein oder sowas. Kuchen-Burrito. So. Missionsgegenstände. Drogenflächen. Enchiritos. Sehr schön. Kann ich das nicht mir reinplärren oder geht das nicht, oder? Gin Tonic? Nee, geht anscheinend nicht. Moment, Quesadilla Especial, das geht nicht. Nee. Merkwürdig, Kräfte. Große Geschütze. Nee, Quatsch, da kann ich ja mal Kräfte ändern. Verbündete kann ich jetzt auch nichts großartig mitmachen. Tex-Mex, hat er gesagt. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Ja, und was? Sag's mir morgen, Freeman. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Okay, der Enchirito stimmt, den ich bei ihm gecraftet habe. Oh oh. Halte L2 und L3 gedrückt. Und... Moment. So. Alter Falter. Ich lebe? Was ist gerade passiert? Wer bist du? Die Zeit zurückfurzt. Ich dachte, ich wäre an Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab immer noch voll in der Nase. Zeitfurz-Freischaltung Glitch. Wow, du kannst mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken. Geil. Okay, kümmern wir uns um Classy. Gut, Freunde, wir haben sie gefunden, aber die ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhn-Freunde, los geht's. Alter, ist das fertig. Das ist so immens fertig. Na gut, dann gehen wir nochmal Ich hab rein. gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich habe gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schnapsdrossel. Kontaktserkältungsmedizin. Moment, wenn ich jetzt L... Ah, sehr schön. Glitsche den Zustand von Objekten oder Lebewesen. Sehr schön. Wenn ich L2 und L3, R2 und L2 gedrückt halte, dann kann ich diesen Zeitfurz jetzt auch immer machen. Sehr, sehr Ich cool. verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen Herpesverseuchter können. Lippenstift. Und das auch noch okay finden. Weißt du, wenn du mich fragst, wollen die nur ihren Kummer ertränken. Alter, wer gibt sich dann die Kante in dem Restaurant? Jetzt mal ohne Scheiß beim normalen Essen. Ich meine, bei so einem... Wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ich meine, jetzt in einer gesellige Runde, aber zu zweit, das ist ja echt heftig. Ah. Motto. Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Okay, also da kommen wir auf jeden Fall noch hier zu der anderen. Verschreibungspflichtige Tabletten. Aha, was ist dann deren tolle Mission hier gewesen? Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, seht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erstmal ein paar Grissini. Verbündeter freigeschaltet. Na endlich, der Cartman Achmol, der Kuhn. Sehr schön. Dein Team hat sich verändert. Captain Diabetes, Kuhn und Humankind. Sehr schön. Das ist ein gutes Team. Wobei ich Mosquito eigentlich auch ziemlich gut finde, muss ich sagen. Ich werde sogar sagen, statt Humankind nämlich lieber Mosquito. Der ist nämlich echt ziemlich stark, der Kleid. Hey, unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Die Typen sehen gefährlich aus. Oh, ich sehe schon, guck mal, wer unser nächster Gegner wären. Vielleicht können wir irgendwie Chancengleichheit schaffen. Hey, Upp, 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 upp. Upp. Scheiße. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich habe gedacht, das ist eventuell anders. Aber Mist. Plan ändern. Humankind ersetzen wir durch Mosquito. Genau. Sehr schön. Ansonsten passt es so. Besiege die Köche. Das machen wir noch heute in der Episode. Wer will zuerst?
Okay. Ich mache eine richtig saftige Bracciola. Und du auf ihn. Ups, das war leider nicht richtig. Schlacher. Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Gut, was kann Cartman? Ein schreckliches Kratzen, das Blutungen verursacht. Dann kann er, stürzt sich mit fliegenden Krallen ins Getümmel und er kann Tauscheplätze mit einem Gegner und füge ihm Schaden zu. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber ich denke, das ist erstmal das Beste hier. Ich glaube, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Ihr kriegt eine Extraladung Puppel und Wichse in die Fresse. Wäh. Fürze sind mega krasse Hilfsmittel für den Kampf. Dein neuester Furz kann einen feindlichen Zug komplett löschen. Du kannst den Zeitfurz-Glitch nutzen, um die Runde des Gegners zu überspringen. Halte L2 und R2 gedrückt, um dir die Zeitfurz-Steuerung anzeigen zu lassen. Okay. Und? Dein Zug gehört jetzt Kuhn & Friends. Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Das ist praktisch. Das nennt man Weichklopfen. Okay. Jetzt ich wieder. So. Dann auf den. Weil die anderen Züge haben wir uns mehr oder weniger verbaut. So, der kommt jetzt auch zu uns her. Ich bin fast beeindruckt. Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Alter. Willst du noch ein Creme Fraiche Bukake dazu? Nein. Ich stirbe ungern bei der Pizza-Party. Leck. Moment. So machen wir das. Jawohl. Also Captain Diabetes ist nämlich ein richtig guter Kämpfer. Gleich bist du nur noch eine weitere Fleck auf meine Schurze. Okay, die heilen sich durch Wein. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Mach das mal. Das machen wir so auf beide. Ja, machen wir auf beide. Und Frissen und weg. so kann der sich nämlich richtig gut wieder heilen. Der Kuhn wird euch Gerechtigkeit lehren. Was? Wir machen nur die Pasta und die Scaloppini? Blutung. So, das machen wir jetzt auch noch. Ja, sehr schön. Guter Bluter. Gut, der ist verlangsamt, der kann eh nicht mehr so viel Gier. Und das dachte ich mal schon, dass der dann uns attackiert. Wir sind direkt neben dran. Okay. Der fette Koch. Man nennt mich auch den Pfannenschänder. Das glaube ich dir sogar. Scheiße, ich blute alles voll. Okay, dich machen wir jetzt platt. Mach die fertig, Wunderarsch. Sehr schön. Gleich seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. Dann haben wir ihn. Und drauf und Wetter. Also gerade mit dem Schutz ist er unglaublich gut, die Technik. Gut, der andere, der heilt wieder. Echse und Hoppe. Dann kümmere ich mich um den Typ auf jeden Fall. Nee, L1. Ich kann hier meinen Superangriff machen. Das ist sehr gut. Perfekt. Gute Cartman, was kann der noch? Der kann noch den Platz tauschen. Das ist auch sehr gut. Das könnte brennen. Also, was ab. Ihr müsst alles fühlen. also Cartman als Kuhn ist eigentlich auch ziemlich stark. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich da dran komme. An den komme ich nicht dran, da komme ich auch nicht dran, so komme ich auch nicht dran. Das heißt, ich muss erstmal hier das Gebiet wechseln. Nee, was anderes geht erst einmal nicht. Und das beenden wir mal schön. Den Zug lassen wir uns nicht gefallen, sonst wäre Cartman weg. Saft, gib mir Kraft. Das ist sehr gut. Okay, so kann er nichts machen. Aber ich kann... Nee, scheiße, kann ich auch nicht. Nee, mehr als das kann ich derzeit auch nicht machen. Ich schicke dich im Pizzakarton heim zu Mama. Nicht übel. Okay. Ich glaube nicht, dass das gut wird, Geschäft. Ich nehme meine Blutprobe. Sehr schön. Do, dann drängen wir auch schön in die Ecke jetzt mal den Typ. Dafür spielst du einen Haufen Töpfe und Pfannen. Ich dipp meine Eier in deine Soße. Nein, nicht. Und Cartman braucht erstmal einen Burrito. Ich hab so einen Gesundheitsständer. Sehr gut. Los geht's, Furzlord. Furzlord. So, dann auf ihn. Schön in die Zange nehmen.
Oh. Ja, das dauert jetzt wieder Zeit lang, bis ich meinen Furzglitch wieder krieg. Diabetes mischt wieder mit. Sehr gut. Und dann drängen wir uns auch in die Ecke, damit er bloß noch den anderen Hansel noch heilen kann. So, als hätte das richtig wehgetan. Du wirst gleich quietsche wie abgestochene Sau. Oh oh, auf Cartman. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ich schließe dich in meine Gebete ein, Kuhn. Dann ihn. Sehr befriedigend. Sehr schön. Mit einem Treffer zieht das ganze Leben an einem vorbei, was? Cartman, geh wieder auf den Typ. Nee, da ist wohl das am effektivsten und dann durch Blutung. Sehr gut. Jetzt bin ich Küchenchef. Ausgezeichnet. Und weg mit dir. Zack. Hey, Kohlehydrate ohne Ende. Perfekt. Du hast gewonnen. Ja, die Köche waren schon ziemlich gut dabei. Schneebesen von der Facogini und 24 Cent. Und Zeitfurz-Schrecken. Nutze 15 Zeitfürze im Kampf. Die Kohlehydratkreuzritter waren Kuhn und Friends nicht gemacht. Classy muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Yep, ist wohl besser so. Vielleicht können wir meinen Zuckerzorn irgendwie triggern. Ja. Moment. Nee, Quatsch. R2 war das. Ich kann ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Moment, das machen wir anders. So. Die müssen nicht... Moment, ich hab's. Deine Fürze. Deine grauenhaften Fürze bringen mich zur Weißglut. Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes habe, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zur Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit. Und Kuhn and Friends, musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Natürlich. Halte L2 gedrückt, ja. Genau, das machen wir so. Deine Superkräfte nicht so schüchtern. Moment, nutze links, um ein Objekt mit einem grünen Sockel zu finden und halte dann X gedrückt, um es zu analysieren. Mhm. Wie soll ich mich hinstellen? Okay. So. Okay. Kannst ihn raushauen. Alter! Jetzt. Wir haben es geschafft. Der Weg ist frei. Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gerne ins Gesicht furzen. Ja, Verbündetenkraft freigeschaltet, Diabetes-Zorn. Sehr schön. Okay, dann würde ich aber sagen, ich mache an der Stelle hier auch meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.